Wieso sehen eigentlich immer mehr Menschen so grottenschlecht? Bis 2050 können die Hälfte der Menschen auf dieser Welt kurzsichtig sein, also in die Weite schlecht sehen. Das ist das Resultat von einer riesigen Studie, die dieses Jahr herausgekommen ist. Ganz schlimm ist es jetzt schon in Asien. Dort redet man sogar von einer Kurzsichtigkeitspandemie. Der Grund dafür ist, dass wir Menschen einfach zu lange auf irgendwelche Bildschirme starren und zu wenig draussen sind. Oder andersrum gesagt, wir schauen zu wenig in die Weite. Das Problem on top: je mehr Menschen kurzsichtig sind, desto mehr Menschen gibt es, die recht schlimme Augenkrankheiten bekommen. Aber dazu komme ich dann noch später. Laut dieser Studie gibt es zwei Faktoren, die das Risiko, dass man kurzsichtig wird, auftreibt. Einer ist die Zeit, die man am Handy verbringt, und das andere ist der Abstand der Augen zum Gerät. In short, je länger und näher, desto schlimmer. Alles bis zu einer Stunde pro Tag sei noch okay. Nachher nehme ich das Risiko bei jeder zusätzlichen Stunde vor dem Bildschirm deutlich zu, dass man irgendwann kurzsichtig wird. Darum haben Smartphones den grössten Einfluss auf unsere Sehkraft, vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Unsere Augen entwickeln sich nämlich noch, bis wir etwa so 20, 25 sind. Und wir wissen, Jugendliche zwischen 12 und 19 sind pro Tag etwa 3 Stunden am Handy. Kommt dazu, dass Kinder heute viel früher schon Zugang zu einem Bildschirm haben. Und was macht das jetzt mit unseren Augen, wenn wir ständig ein Gerät vor unserer Nase haben? Wenn wir lange auf einen Handybildschirm schauen, dann passen sich die Augen mit der Zeit dieser Distanz an. Als Reaktion wächst der Augenapfel ein bisschen in die Länge. Komplexe Geschichte, aber unter dem Strich sieht man dann die Sachen in der Nähe schärfer, ohne grössere Anstrengung. Dafür ist das Zeugs weiter weg verschwommen. Dem sagt man Kurzsichtigkeit. Das ständige auf den Bildschirm gaffen verändert also unsere Augenmuskulatur. Was ja einerseits zeigt, wie smart und anpassungsfähig unsere Augen sind, aber it's not that funny, weil je kurzsichtiger jemand ist, desto grösser ist das Risiko, dass man eine Augenkrankheit bekommt. Zum Beispiel kann sich die Netzhaut ablösen oder man entwickelt eine Makuladegeneration. Das bedeutet, man sieht häufig nur noch auf der Seite und alles nicht mehr so farbig. Ob jemand kurzsichtig wird, hängt aber nicht nur vom Bildschirmkonsum ab. Manchmal wird es auch einfach vererbt. Aber die Bildschirmzeit kann den Prozess beschleunigen. Die Studie geht davon aus, dass das heute häufiger passieren wird und auch schon früher im Leben anfängt. Neue Brillen und Behandlungen können helfen, aber wir können auch selber etwas dafür tun, dass unsere Augen fit bleiben. Das klingt zwar ein bisschen banal, aber gang voraus. 2 Stunden wären ideal. Tageslicht tut nämlich zum Beispiel spezielle Zellen in der Netzhaut anregen. Die setzen Dopamin frei und das kann das Auge davor schützen, dass es nicht in die Länge wächst. Was auch hilft, Handypause einlegen und ein bisschen in die Weite schauen, auch wenn es nur im Büro ist. 5 Meter Distanz entspannt die Augen. Das ist also eine gute Präventionsmaßnahme. Und jetzt lieber das Handy weglegen, sonst fährst du die Frage noch an zu googeln.